Jesus wurde verraten von seinem Freund, verhaftet. Wir sind am zweiten Teil des Passionswegs und an dieser Station werden wir gemeinsam auch das Abendmahlbrot nehmen. Ich lade dich ein, etwas Brot bereit zu machen, damit du das mit uns auch feiern kannst. Maria, ihr habt gesehen, wie Jesus verhaftet wurde, von Judas verraten. Was habt ihr als Gruppe dann gemacht? Naja, die Jünger, die flohen, nachdem die Soldaten gekommen waren. Und als wir Frauen von der Festnahme erfuhren, da wollten wir möglichst nah an das Verhör gelangen. Wir wussten, dass es für uns etwas weniger gefährlich war als für die Männer. Habt ihr mitgekriegt, also konntet ihr hören, was man ihm vorwarf? Oder? Es waren alles Lügengeschichten. Und sie haben sogar Zeugen bestochen. Jesus, er schwieg einfach. Und das, obwohl sich die Anschuldigungen sogar widersprachen. Und da unterbrach ihn dann der Hohepriester und fragte Jesus: Bist du Christus, der Sohn Gottes des Hochgelobten? Und Jesus antwortete: Ja, ich bin es. Und ich werde zur rechten Seite Gottes sitzen. Und ihr werdet mich wiederkommen sehen auf Wolken. Das reichte dem Hohepriester für eine Hinrichtung. Aber haben sie ihn dann getötet? Oder? Nein, das dürfen sie nicht. Nur die Römer dürfen Todesurteile verhängen. Deswegen brachten sie ihn zu Pilatus. Das ist der römische Statthalter. Dann hat Jesus wenigstens da ein faires Gericht erhalten? Ja, von wegen. Sie haben Lügen erfunden, sie haben Zeugen bestochen. Und das Volk, es war wie im Blutrausch. Immer wieder riefen sie: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Wie hat Pilatus dann reagiert? Ich meine, der hat sich wohl nicht von dem Volk beeinflussen lassen. Ja, anfänglich noch nicht. Es gab noch einen zweiten Mann, der gekreuzigt werden sollte. Ein Schwerverbrecher. Und zur Feier des Passafestes, da machte Pilatus dem Volk ein Angebot. Einer der beiden durfte freigelassen werden. Aber das Volk, es wollte lieber einen Schwerverbrecher freilassen und Jesus töten. Es war alles so ungerecht, es war alles so böse. Und Jesus, er schwieg einfach wie ein Tier, bevor man es zum Schlachten führt. Kein Kampf, keine Wut. Als wollte er, dass man ihm das antut, und er wehrte sich nicht. Seht her, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Mit diesem Wort wurde Jesus einst von Johannes dem Täufer empfangen, als er ihn sah. Johannes der Täufer hat gewusst, Jesus wird all diese Ungerechtigkeit ertragen für uns Menschen. Das, was wir eigentlich hätten ertragen müssen. Denn wir sind ungerecht in dem, was wir tun. Dann hätten wir auch eine ungerechte Verurteilung ertragen müssen. Jesus war gerecht in allem, was er tat. Doch er trug unsere Ungerechtigkeit. Aber Jesus hat das am Vorabend mit seinen Jüngern, als sie das Passamahl feierten, hatte er das schon ihnen angekündigt. Ich gebe mein Leben freiwillig, ich will es selber tun. Wir lesen es nochmal gemeinsam. Während sie aßen, nahm Jesus einen Laib Brot.
Er bat Gott um seinen Segen und dann brach er es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten: Nehmt, denn das ist mein Leib. Jesus wusste genau, dass es nötig war. Jesus wusste genau, an meiner Statt hat er seinen Körper zerbrechen lassen. Und ich bin so dankbar. In allem, was ich tue, in allem, wo ich eigentlich schuldig wäre, wo mir eigentlich Strafe drohen müsste, ewige Verurteilung, ewige Trennung von Gott, sagte Jesus, ich bin bereit. Ich bin bereit, alles auf mich zu nehmen. Ich lade dich ein, jetzt das Brot zu nehmen. Jesus, du hast das Brot gebrochen, das ist dein Leib, der zerbrochen wird. Und ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass wir heute davon essen dürfen. Jesus, weil du dein Leib hingegeben hast, weil du Ungerechtigkeit erdulden musstest, dürfen wir frei sein. Uns steht Leben, ewiges Leben bevor, das wir nicht verdient haben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und in dieser Ehrfurcht, wo wir anerkennen, Jesus, dass wir alles dir und deiner Gnade zu verdanken haben, gehen wir in eine Worship-Zeit hinein. Wir beten dich, Jesus, an. Niemand sonst hat es verdient, dass wir dich anbeten. Amen. Du regierst für immer auf dem Thron. Bleibst für alle Zeit bestehen. Unvergleichlich bis in Ewigkeit. Unbezwingbar, allerhöchster Gott. Heilig, 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 heilig bist du. Ja, wir singen mit dem Himmel. Heilig, 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 heilig bist du. Ewig erklingt sein Lob.
Wir warten nicht, bis jedes Knie sich beugt. Wir beten Jesus an, wir beten Jesus an, im Hier und Jetzt und bis in Ewigkeit. Wir beten Jesus an, wir beten Jesus an, wir warten nicht, bis jedes Knie sich beugt. Wir beten Jesus an, wir beten Jesus an, im Hier und Jetzt und bis in Ewigkeit. Wir beten Jesus an, wir beten Jesus an. Heilig, 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 heilig bist du. Ja, wir singen mit dem Himmel. Heilig, 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 heilig bist du. Ewig erklingt dein Lob. Sing heilig, heilig, heilig.